Hallo und herzlich willkommen zurück bei euch in der Schweiz zur nächsten Folge World of Warcraft. Wir sind mitten in ein paar Quests stecken geblieben und zwar noch die drei hier hinten, da müssen wir irgendwelche Pläne plündern gehen. Das sieht danach aus, als müssten wir irgendwelche Substanzen und Fragmente einsammeln. Und hier haben wir ein paar Akolyten der Todesfestung, wie gefallene Waldläufer, die wir müssen töten. Und ich würde sagen, wir machen uns ganz gemütlich mit unserem... Ja, jetzt bin ich gar nicht überlegen, ob wir mit unserem Fleischwagen oder mit unserem... Ja komm, wir machen uns mit unserem blauen Falkenschreiter auf dem Weg zu diesen Quests. Jetzt muss ich mir aber ganz schnell schauen, dann müssen wir einmal geradeaus durch und schauen, dass wir da nicht viel von diesen komischen Wesen da angegriffen werden. Denen möchten gerne Untoten. In der letzten Folge haben wir da ja ziemlich lang durchfahren, weil wir irgendwelche Herzen, und wie wir da gesehen haben, habe ich sogar noch von denen recht viel übrig faul und die Herzen müssen einsammeln. Wie auch so Skelettgeräte, also irgendwie Skelettsachen. Und ja... Ich würde sagen, wir sind so gemütlich unterwegs. Jetzt müssen wir mal gerade mal schauen, was wir als erstes eigentlich würden mal erledigen. Dahin hätten wir ja jetzt halt die Substanz, die wir einsammeln. Da Pläne. Okay. Ich würde sagen, wir kümmern uns doch zuerst mal ums Auslöschen von diesen Akolyten der Todesfest und gefallenen Windläufer. Und wir schauen, dass wir uns da nicht komplett abhitten lassen. Plötzlich kämen wir da von unserem Reittier runter, weil ein paar Mönsterli haben es gut getroffen, eigentlich uns bei unserem Reittier oben runterzuholen. Dann wäre es halt noch ziemlich gut, dass es nicht zu viel aufs Mal wäre, weil sonst sterben wir dann ziemlich gut ab. Gut, ich bin da sowieso voll auf risikofreudig. Einfach einmal durch den Dschungel durch. Man merkt, die zieht mir schon richtig gut Leben ab, nur beim Durchrennen. Gut, weißt du was? Ihr wollt uns mit euch anlegen, dann machen wir doch das. Die anderen hauen gerade ab. Ich steige ab und sie haben gerade die Hose voll von uns. Das sind aber sowas von komische Lölis, würde ich jetzt mal sagen. Gut, also der komischste und grösste Löli bleibt und an dieser Stelle immer noch ich. Aber das ist ein komplett völlig anderes Thema. So, da kommt gerade das nächste Bachkatzenjüngs. Ich nenne die aber jetzt immer Bachkatzenjüngs, das ist mir so stecken geblieben im Kopf rein, wo wir angefangen haben WoW spielen und dann sind die hohen Bachkatzenjüngs, wo wir haben müssen erledigen. So, schauen wir uns das an, das sollte eigentlich auf dem richtigen Weg sein, das bedeutet, irgendwo da oben müssen sich die, weil ich jetzt immer dran, Akolyten und die gefallenen Wildläufer befinden. Das wäre schon mal ein gefallener Windläufer. Ich würde sagen, wir räumen da einmal den kompletten Weg aufwärts down. Oh. Unser Damage ist böse. Also ich muss ganz ehrlich sagen, aus dem Damage hat sich einiges da. Ich würde mal behaupten, wir sind ziemlich gut unterwegs. Also so 300 Schaden aufwärts und wir tun sie ja richtig schnell abhitten. Können wir nicht Nein sagen, aber die Hexen sehen auch irgendwie so komisch aus. Die haben da irgendwie so einen Kranz auf dem Kopf. Ja, es sind einfach irgendwelche Damen, die da Gespenster geworden sind. Also ich kenne sie natürlich ein bisschen anders. Wie Sylvanas ist ja eine bestimmte Sorte von Untoten. Wie haben die Schwierigkeiten? Baschi. Banschfee-Hexen, sie haben irgendetwas von der, da sehen wir es auf dem Bild hier oben, haben irgendetwas noch von einer Banschfee. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus und sonst kann man mich dann auch wiederum korrigieren. Das spielt eigentlich keine Rolle, da haben wir schon die dritte von ihnen ausgelegt. Oben kommen wir irgendwie auf so ein Pavillon, das ist in dem Fall komplett besetzt von diesen Akolyten und gefallenen Waldläuferinnen. Ich gehe da noch ein bisschen aus dem Range raus da. So, voilà. Dann nützt natürlich unsere Fallen nichts, weil das Einzige, was ich noch gerne machen will, ist ein Makro stellen. Das Makro bedeutet, dass wir zwei Fähigkeiten aufs Mal abdrucken mit... Ja, hallo, die Halskette der Fürstin. Nice, bringt die Halskette der Fürstin zu Hochexekutor Marvren nach Tristan in der Geisterlande. Machen wir doch liebend gerne, das ist ein Gratis-Quest, nenne ich die so gern. Wenn wir einfach gar nichts mehr machen, außer sie einfach irgendjemandem abgeben, wo wir sowieso annehmen, dann sage ich doch nicht nein. Es mag bedeuten, dass ich einfach einen Knopf habe für zwei Fähigkeiten gleichzeitig. Das würde ich höchstwahrscheinlich dann bei den Fallen rein tun, dass wir eigentlich gerade beide Fallen gleichzeitig ausrühren, damit sie schnell bewegungsunfähig sind und wie auch nachher noch verlangsamt werden um 50%. Wir haben ja da zwei bestimmte Fallen. Wo haben wir es da? Einmal diese Fallen und einmal die Fallen. Und wenn wir die halt zusammen können abschließen... Gar nicht mitbekommen, dass jetzt gerade zwei so viel um die Ecke stehen. Lappi macht die Augen auf. So, aber es läuft eigentlich schon ziemlich gut eben. Also unser Damage lässt nicht zu wünschen übrig. Wir machen ziemlich guten Damage. Und durch das kommen wir natürlich auch sehr gut vorwärts. Da schweben dann noch zwei von denen gefallen. Ich würde sagen, wir schnappen uns jetzt gerade mal den, weil der ist da so rumspazieren. Nachher kümmern wir uns um die gefallenen Windläuferinnen hier. So, der hat auch wieder Leinenstoff, ein bisschen Silber für uns. Da oben könnten wir eigentlich, wenn wir... Oh nein, da können wir gar nicht rauf. Ah doch, da könnte ich jetzt malen. Nein, selbst das funktioniert. Ich dachte, vielleicht kann ich mich da raufjumpen lassen durch unsere Fähigkeit Rückzug. Aber es hat in dem Fall nicht funktioniert, sonst hätten wir schauen können. Gut, Tanz können wir da sowieso nicht aufführen. Das ist eher eine Sache von Fortnite. Dann hätten wir da raufstehen und ein bisschen das Tänzchen vorführen für die lieben Ladies. Vielleicht hätten wir sie ja noch gut unterhalten in dieser Zeit.
Vielleicht wären sie dem von Lachen schon tot umgekehrt allein. So, da kommt dann schon der nächste Akolyt von der Todesfestung. Gut, ich muss ehrlich gesagt sagen, die Todesfestung wäre ja eigentlich da hinten. Die haben wir in der letzten Folge erforscht. Mich wundert, warum die dann von der Todesfestung sind. Die haben in dem Fall einfach den Pavillon eingenommen und gesagt, das ist jetzt unser Zuhause, das nehmen wir. Und das müssen wir eigentlich auf eine gewisse Art und Weise berücksichtigen. Darum rotten wir einen nach dem anderen von diesen Personen aus. Da. Gut, das sind ja eigentlich noch Lebende, wenn ich mich nicht täusche. Und das unten sind ja eigentlich Gespenster. Gut, eigentlich könnte man das so verstehen, dass Akolyten haben die Festung überrannt und haben dann die armen Wildläufer, Blutelfen-Windläuferinnen dann wieder als Geister beschworen und haben sie jetzt so für sich beschlagnahmt. Das wäre natürlich eine gute Option, was da so passiert ist. Aber für das müsste ich natürlich jetzt da eigentlich eher den unteren Text mal lesen. Und ganz ehrlich, ich und lesen, ich bin schon genug faul. Dann muss lesen jetzt nicht wirklich auch noch sein. So. Mal ein bisschen unsere Drachenfälke wieder aufheilen. Gut, Akolyte ist ein bestimmtes Wort, ich wüsste aber nicht genau, was das heisst. Die sehen aber natürlich auch sehr speziell aus, die haben irgendeinen so einen Stab. Was hat irgendetwas in der Hand rein? Also ein Dildo wird sicher mal nützen. Ja, der hat so irgendein komisches kleines Messerli in der Hand, aber nicht. Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht so einen Zauberstab oder irgendetwas in die Richtung. Aber das sind ja Akolyten, ja. Ich muss nachher mal nachgoogeln, was das Wort genau bedeutet oder ob das Hexenmeister sind oder irgendetwas in die Richtung. Ich würde darunter verstehen, dass das eine gewisse Art von Hexenmeister sind, wo eben Tote können wieder beschwören. Weil sonst kann ich mir die ganze Situation hier nicht erklären. So, uns fehlt eigentlich nur noch eine gefallene Wildläuferin. Also ein Gespenstli. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir da irgendwo gut ein Gespenstli irgendwo rauspicken, dass wir jetzt noch nicht allzu viel... Ach komm, wir töten die Akolyten, die haben da die Festung eingenommen. Die kleinen Lölis. Und dann können wir nachher schauen, dass wir das Gespenstli nämlich da unten noch einsammeln können. Dann haben wir noch ein bisschen XP-Bonus, das sagen wir natürlich auch nicht nein, oder? So. Kann ich dich da rauspicken? Oh, ja, die sind zu weit unten, das ist das Problem. Ah, jetzt muss ich da schnell... So, da heilen wir ganz kurz schnell unsere Dings auf. Da muss ich mich noch ein bisschen daran gewöhnen, dass das auf dem 5 ist, weil wie es aussieht, könnte man das in nächster Zeit noch mega brauchen, besonders wenn wir gegen mehrere Gegner kämpfen, aber also ich kann mich um einen kümmern, wie unsere Drachenfalken um den nächsten. So, dann sieht das danach aus, als hätten wir die Quest eigentlich gut erledigt. Jetzt ist die Frage, sterbe ich, wenn ich da runtergumpe? Ich glaube, wenn ich genau ins Wasser rein würde trüpfen, dann sollte das eigentlich nicht der Fall sein. Aber die Frage ist, schaffe ich das? Wenn wir es mal ausprobieren. Probieren wir es mal. Oh. Wow, es wird mir gerade so schlecht im Magen, wenn ich da abwärts schaue. Nice, okay, es hat geklappt. Nice Sache. Es hat sehr gut geklappt, dann haben wir nicht den ganzen Weg wieder da vorne auf uns nehmen. Weil jedes Mal, wenn ich irgendwo runtergumpe, ich habe eine gewisse Art und Weise ein bisschen Höhenangst. Und jedes Mal, wenn ich irgendwo runtergumpe, auch in anderen Spielen, dann wird mir immer so mummrig in meinem Magen. Kann auch natürlich sein, dass ich das so richtig mitfiebere, das Spiel, aber... Wer weiß. Das erfahren wir irgendwann einmal von einem Therapeut oder von einem Arzt. Ich bin auf jeden Fall keiner. So. Das ist aber die Frage. Wir brauchen jetzt einmal geisterhafte Substanzen. Das ist aber die Frage. Geisterhafte Substanzen und Gorgolinfragmente. Das sind ja Steinflügeltöter. Jetzt muss ich mich da einfach mal ein bisschen umeinander schauen, was da so für Viecher eigentlich da unterwegs sind. Zum gut können rauspicken, so ja, die müssen wir nicht. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die könnten uns das Fragment droppen, das wir brauchen, und die Gespenster, die könnten uns die Geistersubstanzen droppen. Ich würde sagen, wir probieren es jetzt mal an einem aus. Schauen nach... Hä, was sind meine Drachenfalken? Ah, okay, doch. Irgendwie hat es aber auch nur einen gerade da geschafft. Das finde ich gerade ziemlich happy. Oh nein, jetzt sind beide da. Okay, ziemlich speziell. Also, es hat so ausgesehen, als wäre jetzt gerade nur einer am Start, der uns unterstützt. Ich muss mich daran gewöhnen, dass wenn ich irgendwo Gargolo viele Momente. Okay, alles klar, dann kommen wir die wirklich von innen über. Bedeutungsweise, wir haben jetzt schon mal 2 eingesammelt, jetzt fehlen noch 6 von diesen komischen Gespenstern. Ich würde sagen, wir picken uns gerade mal ein paar Gespenster auseinander. Von diesen Gargolyten hat es hier wirklich genug. Nice. Da sieht also danach aus, als würden wir ziemlich von jedem Geist und von jedem von diesen komischen Flugtieren da etwas bekommen. Ja, das muss ich noch irgendwie auf etwas anderes setzen. Komm, lass mich rauf! Oh! So, ich versuche mich da irgendwie durchzukämpfen.
So möchte gerne profimäßig natürlich. So. Nice, so haben wir das gut anbekommen. Jetzt kommen wir natürlich ziemlich gute Sachen noch über. Haben wir jetzt gerade alles gelootet und nur so wenig bekommen? Ah Mann, hey. Ziemlich schade, ziemlich schade. Nein, das da hinten haben wir noch nicht gelootet. Ich würde sagen, wir nehmen da mal das Zeug noch weg. Da. Auch noch Silber. Okay, in dem Fall können wir nicht von jedem Tier etwas über. Da haben wir in dem Fall am Anfang noch ziemlich Glück gehabt. Ich sage jetzt mal von jedem Wesen. Das sind ja keine Tiere mehr, das sind Wesen. Übernatürliche, komische Wesen. So, da haben wir noch eine Geistersubstanz über. Da drinnen wartet schon das nächste Gespenstchen auf uns. Gott sei Dank ist der Casper nicht da innen unterwegs. Müssen wir auch dem noch schnell den Arsch aufreißen. So, der Löli-Verein ist schon ziemlich gut wieder unterwegs. Mit Löli-Verein meine ich natürlich mich, wer sonst? Lassen wir mal das anders stehen, hä? So. Nice. Jetzt hoffe ich natürlich, dass du uns gerade natürlich die letzte Substanz gibst. Das heisst, es fehlen jetzt noch 2 Gargolith-Fragmente. Die Frage ist jetzt, ob ich da runtergumpen und mir das antun oder ob ich da nochmal schön abspazieren. Komm, ich nehme mir den Weg noch runter. Wäre ziemlich unnötig, wenn wir jetzt die Hälfte vom Leben verlieren und dann vielleicht sogar noch sterben. Weil mein Ziel ist also natürlich so wenig wie möglich zu sterben. Auch wenn es da in WoW jetzt nicht gerade so dramatisch viel wie ausmachen. Sie sind unterwegs. Ja. Okay, alles klar. Come on. Wieso greifen die ihn jetzt nicht an? Heieiei. Haben die mich jetzt einfach hocken lassen und zugeschaut, wenn ich allein gegen den muss kämpfen? Bedeutet, ich schaue jetzt, dass ihr sterbt. Einfach sterbt. Nein, nur Spaß. So. Jetzt müssen wir da schauen, dass wir... Ja, ich zupfe lieber die da unten raus. Sobald ich da weiter rauflaufe, kann es sein, dass da uns noch mehrere aufs Mal angreifen. Nice. Jetzt hoffen wir, dass wir da gerade verdienen. Ah, Manu. Das wäre natürlich ziemlich cool gewesen. Er jetzt gerade noch unser letztes Fragment für uns gehabt. Doch, Fragmente sind das, ja. Come on. Jawohl, die Quest haben wir in dem Fall einmal schon mit Gravur abgeschlossen. Das heisst, wir machen uns jetzt mal auf den Weg rauf zu den Nachthilfeplänen, wo wir da müssen. Also wir müssen Nachthilfepläne auskundschaften der Sindorei. Also wir müssen Sindorei auskundschaften. Und gleichzeitig müssen wir da irgendwelche Nachthilfepläne suchen von Annowin und Adorat. Okay, alles klar, das da hinten sieht nämlich schon nach dem Bezirk aus, da mit diesen komischen hohen Häusern. Das hat halt etwas elbenhaft, sage ich jetzt einmal. Ich wüsste jetzt nicht, dass man Elfen auch als Elben kann. Also Elben tut das alles gerade bezeichnen, oder noch Blutelfen. Das wäre mir jetzt gerade momentan noch ein kleines Rätsel. Aber eben, man lernt nur dazu. Google hilft, Google hilft. So. Wenn wir uns in dem Fall wirklich da auf die Seite drüber begeben, dann habe ich das ganz richtig erkannt. So. Schwimmen wir ganz kurz drüber. Da fehlt mir jetzt gerade wieder meine Fähigkeit. Ich habe vorher noch ein bisschen mit Todesritter gespielt und dann müssen wir über einen riesen See drüber und dann kann man eben die Fähigkeit aktivieren, dass man über das Wasser kann laufen kann. Es ist so geil und nützlich. Da vermisse ich es halt gerade wieder, wenn wir da so unterwegs sind und durchschwimmen müssen, dass das einiges langsamer geht, dass man mit dem Todesritter kannst du mit dem Reittier über das Wasser drüber laufen, was ich natürlich ziemlich nice finde. Da haben wir schon den ersten Jäger vom Darnassus. Okay, es wird uns da auch gerade angezeigt mit diesen Kreisli, wo sich eigentlich die Pläne befinden. Das heisst für mich, wir versuchen da hinterliegst, da die... Ah, was? Ich kann Velo hinterliegst angreifen und dann machen die das. Das funktioniert aber gar nicht so. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hat er jetzt wirklich nicht gesehen, egal was ich muss sagen. Der ist da wirklich da zwischendrin gestanden. Was können wir denn da machen? Klopf, klopf, hallo? Hallo? Nein, in dem Fall können wir da eindeutig nicht rein. Jetzt müssen wir gerade mal schauen, dass wir da von den Druiden da wegsammeln. Wie es aussieht, ist das irgendwie... Nein, dort hinten ist schon... Ich sehe da schon die Schriftrolle da hinten, die so ein bisschen aufleuchtet. Das wird dann unser Ziel sein. Jetzt haut er einfach ab. Sind das so Heilbrunnen? Es gibt halt in Warcraft selber so Heilbrunnen, wenn man reinsteht, heilt sie sich. Heilt man sich, also tut sich heilen, wenn man in der Nähe steht davon, mit seiner kleinen Armee. Ich wundere jetzt, als was das genau soll sein. Irgendwelche... Oder einfach irgendein warmes Sprudelwald, da würde ich natürlich auch nicht Nein sagen. Da haben wir dann gerade die zweite Schriftrolle schon da hinten dran. Er hat sich gerade gut angeheilt da. Wieso wollen die immer flüchten von mir und Hilfe holen in dem Fall? Ah, Schwächling. Absolute Schwächling. So, jetzt hoffe ich, dass unsere Drachenfalken nicht direkt drauf losgehen. Okay, doch, das hat gut geklappt. Also, ich wollte nicht unbedingt, dass jetzt da mehrere aufs Mal kämpfen, sondern wenn die sich gegenseitig dann heilen oder irgendetwas.
kann das natürlich dann auch noch ein bisschen scheiter aussehen, obwohl, ja, wirklich Damage machen die uns ja eigentlich nicht. Also da übertreibe ich es vielleicht einmal ein bisschen dermaßen. Komm, dann ziehen wir auch gerade mal noch da hin, dann können wir da ja unser Tier auslegen. So, voilà. Können wir gerade gegen beide gleichzeitig kämpfen, das sollte eigentlich schon gut kommen. Ja, der heilt jetzt da natürlich gerade beide komplett voll. So kleine Arschgeigen. Ich brauche ein Ziel. So, voilà, komm. Abmarsch. Für eins. Super. Haben wir super erledigt. So, dann haben wir da schon mal den zweiten Plan. Die Frage, wir müssen ja aber noch etwas auskundschaften. Jetzt ist eher die Frage, ob ich einfach da vorne muss anreiten muss, ob wir dort noch etwas finden müssen. Es sieht ganz nach aus, als müssten wir einmal auf das Schiff raufgehen. Ich würde sagen, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Kommt uns natürlich schon nochmal eine Person entgegen zum Nerven. Ja, es sieht ganz nach aus, als müssen wir da aufs Schiff drauf. Ich würde sagen, dann machen wir das mal ganz kurz. Nice, komm, dich picken wir auch gerade mal raus, bevor du da uns versuchst, hinterlückst anzugreifen. Oh Mann, ich und meine Bewegungen hier mit meinem Jäger. So, come on, come on. Jawohl. Da haben wir sogar noch ein bisschen Leinenstoff bekommen. Nein, ich habe es schon gesehen, da hinten oben befindet sich. Da oben am Rand von dem Schiff. Das bedeutet, wir müssen die drei da natürlich auch noch mit auslöschen. Es ist halt schon, dass ich die Tierfalle ausgelöst habe. Jetzt könnte ich die natürlich da vorne anklatschen. Und versuche gerade alle drei aufs Mal zu pullen. Ich würde sagen, wir probieren das jetzt einmal. So, komm, meine Eisfalle lege ich auch gerade mal da. Da wäre jetzt ein Makel cool, wenn wir gerade beide Fähigkeiten aufs Mal machen. Was ich denke, das könnte ziemlich nützlich sein. Okay, ob das jetzt wirklich viel gebracht hat, was ich da versucht habe, in dem Fall nicht. Die haben ja nicht mal erkannt, dass ich da unten irgendwie über einen von ihren eigenen Leuten am Auslöschen bin. Unter allem Niveau. Schauen hier oben zu, wie die am Kämpfen ist. Gut, wahrscheinlich haben sie eine Vermutung gehabt, dass sie es allein sollte gegen uns drei aufnehmen, aber das ist natürlich ziemlich schwierig. Gegen mich und meine Drachenfalken. Wir sind ja ziemlich gut unterwegs momentan. Aufgabe abgeschlossen. Jetzt ist die Frage, sieht ganz noch aus, als hätten wir eigentlich alle Quests wieder erledigt. Ich würde sagen, dann reiten wir mal zurück zu uns allen unseren Questgeber. Und hoffen, dass das natürlich gerade für ein Level ablangt. Weil bis jetzt haben wir gar keine Quests mehr, wie es aussieht. Nur noch zum Abgehen. Jetzt haben wir da noch 5 Stück, glaube ich, zum Abgehen. Und da hinten nochmal 2 zum Abgehen. Ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach mal ins Tristese dafür, zum die abgehen. Und hoffen, dass wir irgendwie mal da hinten rumkommen, um die einmal noch abgehen. Könnte natürlich auch noch sein, dass wir dann dort noch mal ein paar mehrere Quests bekommen. Ich bin da komplett unter Wasser. So, was haben wir denn da wieder bekommen? Wir haben schon wieder über 73 Leinenstoff. Das ist natürlich ziemlich nice. Wolfstoff sage ich natürlich auch nicht, das ist Seelenbunden, das müssen wir natürlich abgeben, das ist das Gegenstand, das wir vorher bekommen haben. Es gibt halt bestimmte Quests, wo wir den Gegenstand eben in unsere Beutel bekommen und die müssen wir dann halt überbringen, dann müssen wir immer schauen, dass wir ein bisschen Platz in unserem Inventar haben für das, aber wie es aussieht, haben wir da natürlich schön Platz und wir haben natürlich auch schön aufgeräumt, da haben wir unser Essen, wie etc. und wie so weiter. So. Ah, die könnten mich oben abholen, oh mein Gott. Alles klar, dann müssen wir in dem Fall schnell die 2 Murlocs da aus dem Weg räumen. Sonst lassen die uns nicht passieren. Wächter vom kleinen Strändli da in dem Fall. Ich brauche ein Ziel. So, und was ich gerade gesehen habe vorher, nein, jetzt musst du nicht abhauen, nicht weiter hinten. Ich brauche meinen allgemeinen Pokémon-Kampf mindestens einmal. Why not? Unsere Monte hat so wenig Leben, können wir das dann nicht irgendwie nochmal auffüllen? Ich wechsle mal auf unseren Willi. Willi will's wissen, ne? So, es hat irgendein komisches Schild eingesetzt, ich würde sagen. Wir haben ja das gesehen, da ein Kreisli, wo so ein Pfeil gegen oben ist, bedeutungsweise unsere Attacken sind stärker gegenüber dem Monster und das Monster hat wahrscheinlich weniger Stärke gegen unser Monster. Wow, nice, okay. Gut, das ist jetzt schon Level 4, das heisst, wir kommen jetzt langsam mit den höheren Klassen rein von den Pokémon-Kämpfen. Bedeutungsweise unsere Monster können so ein bisschen leveln. Nein, dich fangen wir jetzt nicht ein. Dich wollen wir jetzt töten, und zwar einfach aus Prinzip raus. Oh, er hat sich wiederbeleben. Okay. Ziemlich speziell, Das habe ich jetzt auch noch nie gesehen, dass ein Haustier sich wieder beleben kann. Und sein Schild schützt ihn, wie es aussieht, komplett von allem. Okay, alles klar, das hat ein Panzerschild, das einfach immer 12 Schaden weniger gibt. Ist natürlich ziemlich nice. Wäre vielleicht doch noch vom Vorteil gewesen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mit der Konstellation von Willi, unserem Phönix und der Motte bin ich momentan ziemlich zufrieden. Jetzt ist eigentlich die Frage, wenn wir die auch gerade mal noch... Wenn wir es auch noch mal gerade probieren. Nein, komm, lassen wir es. Geben wir lieber unsere Quest abgeben.
Schauen nach, ob wir dort mal einen Schritt weiter mit unserem XP kommen. Und vielleicht auch mal unsere Posten gegen, jetzt um zu schauen, was unser Auktionshaus wieder so gebracht hat. Sonst müssten wir uns dann auch mal wieder auf Silberbond aufmachen, um uns wieder ins Auktionshaus reinzuklatschen. Das ist halt ein bisschen mühsam, wenn man mit dem Auktionshaus schafft. Man muss wirklich immer in einer Hauptstadt rein sein. Bedeutungsweise Silbermond, Orgrimmar, Unterstadt. Orgrimmar ist die Hauptstadt von der Orks, Unterstadt ist die Hauptstadt von der Untoten, von der Sylvanas und so weiter. Blöd gesagt, alles das, was wir in der ersten Folge angeschaut haben, die verschiedenen Klassen, das sind immer bestimmte Hauptstadt. Wir haben im Blutelf, also schon unsere Hauptstadt, eigentlich Silbermond selber. Dort befinden sich halt die Auktionshäuser. Schade, dass sie eben nicht ab und zu außerhalb vielleicht noch existieren. Könnte möglich sein, ich wüsste es jetzt momentan halt nicht. Für das müsste ich mich auch wieder ein bisschen erkunden. Aber das ist natürlich ein komplett anderes Thema wieder. Ich und mein Auktionshaus, ich glaube, ich schnurre jede Folge über das Auktionshaus, aber ich habe so Freude an dem Ding, dass ich jedes Mal wieder erwähnen muss. So, jetzt könnten wir natürlich da auch noch die First-Person-Person, oder? Das sehen wir da aus unseren Augen aus, wie wir da... ich bin noch nie so geritten, das ist irgendwie mega speziell. Da könnte man natürlich auch die Aussicht besser gestalten. Immer haben wir so, okay, alles klar. Was mir natürlich auffällt, was ich jetzt noch nie gebraucht habe, ist das Adlerauge, wo wir dann können an einer anderen... Entschuldigung. Wow. Wo wir dann können an einer anderen Position schauen, was sich dort abspielt. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, ich reise oder dann. Ich sehe das ja ohne jetzt die Adleraugen. Es könnte sein, aber dass wir das im späteren Verlauf des Spiels irgendwie noch brauchen können. Persönlich finde ich das jetzt noch ziemlich unnützlich bis jetzt. So, dann sind wir da schon zurück in unserem Tristesa. Sind wir ja schon lange nicht mehr gewesen, hä? So. Wo haben wir da? Da haben wir mal einen Quest-Abgeber, alles klar, der spaziert da hin und her. Dann geben wir mal unsere Quest ab. Vielleicht hat er ja gerade mal eine neue für uns. So, weiter. Quest beenden. Nice, aber du hast keine weitere Quest für uns, ziemlich schade. Könnte nämlich möglich sein, dass wir langsam zum Ende vom Quest in Tristesa kommen. Außer da vorne haben wir jetzt noch eine Quest, wo wir annehmen können. Sprecht mit Magister Indos im Sanktum der Sonne in den Geisterlanden. Nehmen wir natürlich lieber gerne an, wo geht denn die? Die geht wieder dahinter, also wenn wir Glück haben, kommen wir wirklich wieder in die Richtung rein. Können wir die anderen Quests natürlich auch noch gerade abgeben. So. Quest beenden, aber du hast auch gerade noch eine für uns. Bringt die Nachtelfpläne zum Magister Selastor bei Antelas in den Geisterlanden. Was jetzt? Da haben wir gerade 2 zum Abgeben. Und nochmal so, Quest abgeben und unser allgeliebtes Level up, das wir jede Folge einfach brauchen müssen. Sonst geht es einfach nicht, sonst geht es mir nicht gut. So, bringt die Halskette der Fürstin Sylvanas Windläufer im Königsviertel von Unterstadt. Nice, wir haben eine Quest bekommen, wie wir in die Unterstadt reinkommen. Ich weiss aber gar nicht, auf welcher Seite. Die befindet sich auch auf der Königin-Länder, aber ich wüsste jetzt nicht, wo genau die sich befinden. Sehe ich die jetzt nicht, da kann ich jetzt nicht mal noch schnell nachschauen. Da haben wir ja Orgrimmar, Reschental, Kampfhaustiere. Finde die jetzt gerade so nicht. Oh Mann, alles klar. Wir finden das schon mal raus, aber die Unterstadt können wir ja über Silbermond rein per Portal eigentlich betreten. Da haben wir noch einen Hexenmeister. Haben wir da gerade noch einen Jägermeister, der uns vielleicht noch eins für Sachen bietet? Ja, da haben wir einen Jägermeister. Was betritt die Feuerprobe? Okay. Feuerprobe, Tempel des Weisen Tigers. Nein, das machen wir jetzt nicht. Nein, abbrechen, das machen wir jetzt nicht. Wenn, schauen wir uns das in der nächsten Folge noch ganz kurz an. Das hat nämlich schon ziemlich spannend getan, was das ist. Ich persönlich selber keine Ahnung davon, was das hätte jetzt gerade sein können. So, dann haben wir unsere 10 funde Herzen, die wir haben können abgeben. Und Quest beenden macht er Geisel. Quest beenden. Nice, und jetzt sehen wir da so ein blaues Fragezeichen. Das haben wir, glaube ich, bis jetzt noch nie gehabt. Das bedeutet, eine Quest, die wir immer wieder abgeben können. Das bedeutet, wir haben ja jetzt da noch mehrere von diesen Herzen gesammelt. Hätten wir jetzt nochmal 10, könnte ich die jetzt da abgeben und würde natürlich dafür auch nochmal eine kleine Beute oder sogar ein bisschen Erfahrung erhalten. Das ist eine unendliche Quest eigentlich. Was ich natürlich ziemlich cool finde, so Quests, besonders wenn man dann eben mehr Gegenstände eingesammelt hat, als eigentlich notwendig. Sola! Aber ich würde sagen, an dieser Stelle danke vielmals fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat Spass gemacht. Und sonst sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heisst, eine kleine Runde mit einem Schweizer WoW. Danke und ciao!